dem Storben wird Kind geboren. Christus, dein Messias, in unsere Hoffnung, in unsere Furcht, kommt alle von der Welt, versprechen für die Ewigkeit. Christus, dein Messias, heiligt in Ewigkeit, in Ewigkeit. Heiligt in Ewigkeit, in Ewigkeit. In heiligt in Ewigkeit, in Ewigkeit. Heiligt in Ewigkeit, in Ewigkeit. Für uns ist ein Kind geboren, die König in die Hart von Horn. In heiligt in Ewigkeit, in Ewigkeit. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior.
wünschen dir eine frohe Weihnachten. Lose
Dort Stirn wordt am dan schient nah. Dort leidt je zong van engel, os du in dei krab lies. Dort schuld nach durch die Welt von dir. Sie Frau, Fried hab ich dir komm, ab uns nie sing je vor, sie nur mes Jesus. Sie Frau, der kenn ich kein für uns, nimm und Wort läuft an dein, sie nur mes Jesus. Himmel sucht mein Leben, os Baby Jesus viel. Sie der stimmt euch dran, durch den Nacht. Sie fragt, wer wird dir kommen, auf uns nie singen wir vor, sie nur wer Jesus. Sie fragt, der kenn ich kein Verein, nimm und Wort leid, dann dein, sie nur wer Jesus. Heuer so wunderbar, Immanuel, dein Prinz von Frieden, so wunderbar, dein Bindermann, in deinem Namen, sie nur wer Jesus. Oh wunderbar, Immanuel, dein Prinz von Frieden, so wunderbar, dein Bindermann, in deinem Namen, sie nur wer Jesus. Sie fragt, Fried hab ich dir komm, ab uns nie sing je vor, sie nur mes Jesus. Sie fragt, Fried hab ich dir komm, ab uns nie sing je vor, sie nur mes Jesus. Sie fragt, die kenn ich kein Verein, nimm und Wort bleib allein, sie nur mes Jesus. Sie nur mes Jesus. Sie nur mes Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory
steht die ganze Welt, vor der Welt im Diensten, in ein kalten Stall, heimlich kennt eine Hoffnung vor den Traum, in Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit, Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit. Und das sind Kinder wohl, der König in dein Hart von Heiden, Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit. Vorherken wees am mondier, våra kräsen vi. In vorherken hård vi, våra down min pot, så om oss alltid. Jag får given av min hård, in heilighet, in heilighet, in heilighet, heilighet, in heilighet, in heilighet. För oss är sin kinship born, det kan inte ha från hörnen. Heilighet, in heilighet, in heilighet. Nimm stålen, den kravlicht dig, Dämonen stehen zum Himmel mir, zum Storben wieder tänt ihr wohl. Christus, dein Messias, in unsere Hoffnung, in unser Volk, kämpft der Ara von der Welt, versprechen vor der Ewigkeit. Christus, dein Messias, Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit, Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit, Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit, Heiligkeit, in Heiligkeit, in Heiligkeit. För oss är som Kinship born, det kan inte dig har från hörnen. Heilighet, in Heiligkeit, in Jesus, Dankeschön, dass du dich hier hast. Wir können die anbeten, die können drauf, dass wir die können anbeten aus dem kleinen Kind hat. Und wir können die von der noch anbeten. Und wir wollen die in Ewigkeit anbeten hat. Wir kicken so vorwärts in den Tag, wo du warst kommen. Und wir die wollen für alle Ewigkeit anbeten hat. Dankeschön dafür. Wir beten den sehen, ob das Abend. Amen. Hallo Lebenswasser. Wie kan nog beter dan, hè? Hallo Lebenswasser. Alright. Ook die wat online zijn, oder wat wieder auf sind, wir wünschen dir eine sehr gesegnete Weihnachten. Meist gesagt eine Sonntag, aber was mit dem hinunter war, nicht? Als ich abpasse, dann wird der 24. wie ein welcher Abend. Da muss wir Kamm abstrahlen. Entweder finden wir einen Kamm abstrahlen, der 24. so ist. Und dann schlucken gehen, das würde Niklas kommen mit der Tschäd. Und dann würde, ich weiß nicht, was mit der Tschäd, aber anyway, der Niklas wird kommen, nicht? Wenn sie würden die Kinder nicht so verlegen als dort. Aber das wäre, was ich abpasst, das wäre sehr wichtig. Der 24. so ist, eine Kamm ab dem Stall und dann schlucken gehen.
nächsten Tag, dann wären da Peanuts und Candy und Apfelsinen, ich weiß nicht, was alle waren. Und so dort wäre eine gute Zeit. Und als ich ungefähr vielleicht 8 Jahre alt wie 8 oder 9, dann kriegen mein ältester Bruder und ich mal jeder neue Baskel zu Weihnachten. Dann wir noch Child. Wir wären viel Child aus unseren Oberjungs. Und der ein Baskel, der hat noch so ein Klinger an, hat so mal gehabt. Dort wären wir so, was wir würden sagen, fully loaded. Like, dort wäre so sehr was Gutes. Und so, ich weiß nicht, die Baskels kriegen zu Weihnachten oder nicht, aber Weihnachten ist eine gute Zeit. Dort kann auch eine sehr einsame Zeit sein für Menschen, aber durchschnittlich, wir merken Weihnachten ein bisschen eine romantische Zeit. Mit Weihnachtslichter und wir haben Leute, wir haben Gedichte, Programme wie eine Show, wo in die Kinder gehen, verschiedene Dinge. Aber Weihnachten, dort merken wir ein bisschen Romantik. Und so, ich wollte ein bisschen some Dinge vertalen von Weihnachten, was vielleicht, some von den Dingen weiß ich vielleicht, some weiß ich nicht. Aber dann, wenn ich dort ist vor ich, dann will ich reden von 7 Segen am Weihnachten. 7 Segnungen am Weihnachten. Aber das erste Ding, Jesus ist sehr wahrscheinlich nicht in der Zamba geboren. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied merkt oder nicht. Ich dachte von der Eva, dass einige Menschen, die würden dann vielleicht so denken, okay, wenn dort nichts dort ist, wo ihn an Weihnachten haben, aber wir wissen gar nicht, wann Jesus geboren ist. Aber sehr wahrscheinlich vielleicht im Mozart April, wenn eine viel bessere Zeit sind und gedacht an some Dinge, was da passieren, ram seine Geburt. Aber ich dachte von der so, okay, wo die dann gerade Unterschied merken, wann wie den Geburtstag vielleicht ein paar Monate anders feiern, als was er wirklich ist. Some Menschen wissen gar nicht, wann sie geboren sind, nicht? Du weißt vielleicht auch, aber vielleicht will ich gerade Unterschied merken von uns. Weihnachten dort von Anfang, als die Kirche wir, dann haben wir nicht Weihnachten. Ostern ist von Mess von Anfang an Helgetag gewesen in der christlichen Kirche, aber Weihnachten nicht. Weihnachten dort scheint mal im 3. Jahrhundert nach, dann wird ein Kirchenlehrer, und zu der Zeit wird es auch ein bisschen so, dass die römische Regierung, die nicht mehr Christen verfolgen, der römische Kaiser Konstantin, der hat das Christentum angenommen, ich will nicht sagen Christ wie, aber er hat das Christentum angenommen, so weit weiß, dass er nicht die Christen verfolgen. Und so dann stellt sich nur dem, dann wird ein Kirchenlehrer, und dann passieren das so mehr Dinge in der Kirche, und ein von denen wird, dass sie nehmen den Helgetag, was die Heiden feiern deuten für den Tag, wann die Sonne war gewendet. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber dieser Weg Montag wird der kälteste Tag des Jahres. Oder durch das ganze Jahr. Von nun wieder waren die Tage länger. Und weißt du, dann fangen wir an abzuleben. Ich hörte somebody diese Weg, wo davon redet, hat leicht diese Deo. Mit so einem Mensch viel zu schaffen. Und so, das sind wir da. Aber weißt du, auch gleich, wenn die Deo länger waren. Und so sie feierten einen Helgetag, das 24. Dezember für den Sonnengott. Der hat noch in anderen Namen, die heißt nach Mithra. Aber das wir ein Sonnengott sozusagen, und zu denen sie anbeten, hat ein großes Fast. Und das wir ein bisschen verschieden tun, wo das lohnt wir, aber das wir ein großer Fast. So die Kirche, das Kirchenlehrer in der 3. Jahrhundert, hat gesagt, wo ich nehmen, wie nicht kriegt den Tag, wenn an so eine will, ein Helgetag, und dann können wir vielleicht die Heiden antragen durch die Kirche. Das wäre ihre Idee. Und Weihnachten ist dann in die Kirche angekommen, in den Mitteljahren, oder was wir würden sagen, in den Middle Ages auf Englisch, Mitteljahren, vielleicht wollen wir sagen von 500 bis 1000 Jahre nach Christus, ungefähr in der Zeit. Dann wir Weihnachten, dann hatten sie einen Kirchenandacht, du in die Kirche, aber dann gingen sie in die Hüse, dann wird es eine wilde Party. Viel trinken und all so Dinge dort wären dabei. Und dann in den 1700 in 3 Jahren, dann werden sie Weihnachten canceln sozusagen. Dann wird besonders in England. In England, da wir ein Regierungsmann, der heißt Oliver Cromwell, und so hat Weihnachten mit einer religiösen Organisation, die nennt sie Puritans auf Englisch, und so die Weihnachten canceln.
En dan wir hadden England, dort wir zu der Zeit sozusagen das erste Land in der Welt. Und sie hatten nicht Weihnachten ganz, aber ungefähr 40 Jahre Luther. Das war der Charles II, König Charles II, aber der war regierend. Also von England nur der Staats tragen, was wir würden von der Namen als die Pilgrims, die brachten nicht Weihnachten mit. Wenn sie wollen nichts mit England mehr zu tun haben, und so die erste Zeit in der Staats, was von der Staats ist, da hatten sie nicht Weihnachten. In der Stadt Boston, da das dort ganz an der Osten kommt, klingt das Heck aus New York. Und so in Boston, da wird Weihnachten verboten von der 1659 bis der 1681. Und so da können sogar bestraft werden, wenn sie Weihnachten feiern. Aber dann in der 1700 in Luther, dann kamen die mehr und mehr Menschen von Europa hierhin, besonders auch Dutch People, Dutch Menschen, die von vielleicht so wie sind auch von Dutch Hintergrund. Und so, die brachten verschiedene Dinge mit, zum Beispiel ans Weihnachtsbaum, kam von daher. Die brachten auch, was wir von der Nikolaus nennen, Sinterklaas nennen sie den. Dort wir das Mann, dort wir auch ein Kirchenmann, und der ist bekannt für, dass er viel Wunder tut und dass er besonders Kinder beschenken tut. Und so, den war geirrt in der katholischen Kirche für viele, viele Jahre, und so brachten den mit. Und so dort hat sich dann entwickelt über Jahre, das geht ja nicht mal Jahre, dann steht über dem nicht haben Santa Claus. Und so von der haben wir einen Weihnachtsmann, einen Santa Claus, wo du mit Reihe ja, ich weiß nicht, wie viele Reihe die Fernsehen Schläden haben, aber dort kommt her von einer Stadt, von 2 Schreiber ungefähr, was, wenn Weihnachten hat nicht in seiner Genomen, so sie schreiben some Leute, Gedichte, zum dort mal einen besseren Namen geben. Und wie kann eine von der Geschichten, oder some von uns, lebe ich dann, ich weiß nicht, wer kennt It Was the Night Before Christmas? Some von Ihnen würden das vielleicht kennen, haben die Kinder das vielleicht verlesen mal. Aber eine der Geschichte, merkt das Santa Claus, die Person, die wir von der haben. Und so, ich sage Ihnen das alle, wenn diese Weihnachten oder dieses Jahr, habe ich ein paar Mal über WhatsApp Frauen gekriegt, also es über Hepperach Weihnachten haben, besonders schon gedacht, wenn das kommt von einem heidnischen Helgetag her und so eine Dinge steht. Und ich würde sagen, Weihnachten ist arg holen, wenn es in den Hort arg ist. Ich denke, so steht. Und die brauchen nicht so denken, aber ich denke, so steht. Wenn das 25. Dezember, wenn der Tag mal auf den Diebel gehört, dann werden wir den in Wach nehmen, nicht so? Dann werden wir Jesus den geben. Dann werden wir Jesus hochheben und Arm loben und preisen. Wo würden wir den 4. Tag, da war 3 geben, nicht? Aber wenn wir nicht Weihnachten feiern, da bin ich gesagt, dann hat der 4. war. Aber ich denke, so, okay, so eine Dinge, was der 4. gebracht hat, zum Arm selbst hochheben, und der Mensch hat durch die Zeit, der werden wir den Fuß nehmen und an Jesus geben. Und so, das ist echt ein Non-Check. Na, wenn wir im Weihnachten bloß, das hat bloß zu tun mit Lichtern, mit Geschenken, mit Hundsbroten und mit Familie. Ich meine, Familie top kommen, Hundsbroten, die Dinge sind gar schlecht, sind sie? Aber wenn das einzige Ding ist, dann können wir das auch im Januar, am Februar, so wir vielleicht eine dann führen. Aber wenn wir wirklich das klar haben, dass wir dann Jesus ehren, wie wollen sie nun hochheben? Und wir haben einen Tag das Jahr, wo wir, einen Tag, eine Zeit im Jahr, wo wir Jesus hochheben. Und so dann werden wir Jesus hochheben. Wenn wir an den Tag trägen, werden wir Gott verherrlichen. So denke ich da immer. Und so, dann wird ein bisschen, wo ich denke, über Weihnachten. Ich weiß, some Menschen holen nicht Weihnachten, denn das ist ganz klar. Du warst nicht säulig oder nicht säulig wegen Weihnachten. Da muss ich sehr klar holen. Aber wenn wir einen Tag haben, wo wir Gott verherrlichen, dann werden wir das tun. Und ich meine, das tun wir eine der ist Jahr, aber das werden wir dann diese Zeit auch tun. So 7 Segnungen rum Weihnachten. Ich will Ihnen 7 Ideen geben, 7 wieder, ganz kort ein bisschen. Aber das sind Dinge, was Weihnachten für uns ist. Erstens, Weihnachten meint Radung. Weihnachten meint Radung. Weißt ihr, das ganz geradste Bedürfnis, was wir Menschen haben, weißt ihr, was das ist? Das ist Radung. Du kannst einen Menschen Eden geben, dann geht er ein bisschen voll am Bock naar de haal. Oder du kannst den nie Kleider geben, dann geht er ein bisschen Rücken naar de haal.
Und weet je, ich sehe nicht jeden armen Menschen halten mit kleinen Beinen und Führen oder whatever wir alle tun. Aber wenn dort alles ist, was wir tun, dann haben die Menschen bloß gehalten und mit bessere Dinge verloren gehen. Amen. Und so Weihnachten hat zu tun mit Radung. Jesus Christus kam uns raden. In Lukas 1,69 sagte er, hat uns uit zijn knecht David zijn huis met een gewoltje heiland Rada verzorgd. En so Gott hat uns mit een gewoltje Rada verzorgd. Du wirst verloren. Vielleicht bist du noch, aber du wirst verloren für die Jesus Chance. Das rein ganz grootste Geschenk, was du jemals kannst kriegen, ist Jesus Christus. Und weißt du, das ist eine ganz höchste Idee. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann werden wir das klar haben, dass Weihnachten hat zu tun mit einem Radar. Das hat zu tun mit, dass wir gehen verloren, wie wir voll von sind, wie wir am Weg nur eine ewige Verdammnis. Und dann kommt Jesus. Und weißt du, nu bist du gerat. Meint das nicht? Aber wir sind gerat. Er sagt in Lukas 1,71, du wirst ihn voll sein, dass sie dadurch gerat worden, wenn an die Sünden vergeben wurden. So wir sind gerat, wenn an die Sünden sind vergeben. Wenn je van jou in huis voeren. Dan moet ik je touwen en goed moeten ons spelen. En dan check je hem aan. En die persoon wat die daar zit. En dan zegt hij, weet je wat, die zinnen zijn alle vergeeft. Dat is het grootste geschenk wat we kunnen krijgen. Radung. En zo Jezus kwam voor radung. En zij wordt in zin te wel brengen. En zoals die Jezus naam wird, zij wordt zijn volk van ihre zinden raden. En zo Jezus kwam ons te raden van de zin. En dat is een groot geschenk. Dat is het beste ding wat we jemals gekregen hebben. Ik wil je een vier dingen geven, wie een zin wat Jezus voor die gedaan heeft. Eerstens, Jezus heeft die een schuld genomen voor die zin. Hij heeft die geraad van de schuld van zin. Wanneer du van jou een speel checkst, dan sagst du, ik zie niet meer schuldig voor mijn zin. Nou, dat meint, wanneer du in Christus bist. Aber wenn du Jesus kennst als Dienerleiser, dann kannst du zu dieser sein, ich zie nicht mehr schuldig für meine Sinn. Weil du noch mal schuldig? Ich da noch manchmal, da Jörg. Aber weißt du, in Christus, die Schuld ist weich. Noch ein Ding, Jesus hat die Herrschaft von Sinn in dein Leben wahrgenommen. Weil Sinn herrscht über die. Mit Sinn mögt die schmecken, trinken, tragen und alle Hunde Hurerieren, was immer alle. Aber nu in Jesus, nu hat er die Herrschaft von der Sinn in dein Leben wahrgenommen. Und in der Kraft von Heiliger Geist hast du die Kraft von dir zum jeden Sinn stehen. Na, da merkt uns nicht vollkommen, aber er hat die Herrschaft wahrgenommen. Er hat die Jenwort, er rät uns von der Jenwort von Sinn. Weißt du, den Tag, wo Jesus uns hier wird rütraden, wenn die Person wird bloßen, und Jesus wird alle Gläubige hier rütraden, alle die Gläubige im Herrn worden abstimmen, die gestorben sind, wie wurden verändert worden, und wie wurden für immer von der Jenwort von Sinn wahrgenommen sein. Das ist ein Ding, was Jesus die hilft. Ich meine, das ist noch eine Zukunft für uns. Aber das wird er uns verspricht. Und das vierte Ding, Jesus wird uns von den Folgen von der Sinn wahrnehmen. Weißt du was? Jesus ist gestorben, er kam und er starb, um all die Folgen von der Sinn wahrnehmen. Alles, was der Voll hat verdreht, dort kam Jesus drehen. Und die Zeit kam, wo wir waren reingehen von allen Folgen. Die waren nie Körper kriegen, nie Welt, nie Himmel, in all das Beisen in dieser Welt. Alles, was Sinn hier verdreht, dort wird er alle wahrnehmen. Und die Folgen von Sinn waren nicht mehr mit uns sein. Amen. So heißt uns Rada. Der zweite Ding, habe Genut. Weihnachten meint Genut von uns. Er sagt es dort, in der Engel kam bei Arnen und seht, en Grüß und die Begnudigte, der Herr ist mit die. Na, weet je, Maria, ons Team hier, die laatste 3 Sünder, die wird hier das Weihnachtsgeschichte aufspielen. Wie viele sind noch hier? Viele von ihnen, okay? Und so, die jungen Mial, was Josef und Maria spielten, die deuten bloß eine uitgetekende Arbeit, deuten sie nicht? Die von ihnen wollten sein haben. Und, aber weißt du, Maria, sei wie eine junge Mial, wir wissen nicht gerade wie alt, aber sei wie eine Jungfrau, von der ersten Nacht wurde er einmal so angecheckt, dass sei wie eine helle Jungfrau. Weißt du was? Sei wie nicht Dollar ohne Sinn, als du bist. Nicht Dollar. Aber sei kriegt Gnade von Gott.
Weet je, die Bibel sagt von Noah, dat sagt, dat Noah vond Gnade bei Gott. Noah war auch ein sinteliger Mensch. Noah war nicht vollkommen, aber weet je wat? Gott will sich Noah, hij geeft hem Gnade, zum armen Raden uit de Sintflut. En dat wat Gott verdient hat. De Engel sagt, es steht in Lukas 1, Vers 30. Der Engel aber sagt zu Maria, fürchte dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden. Maria wie ein fehlerhaft gemial. Zij wie ein Mial, wat korrekt so mit Sinnkämpfen der Seiten tun. Aber Gott gibt her Gnade. Und so wenn wir an Weihnachten denken, das hat mit Gnade zu tun. Jesus Christus gibt die Gnade. Dass du kannst gerettet werden, das ist bloß wegen Gott die Gnade gibt. Aber wenn die Gnade meint mehr als bloß Errettung, Gnade meint, dass Gott gibt dir auch die Kraft, Tim in dieser Welt für am Leben und für am Schaffen. Gnade hat die beiden Dinge. Das dritte Ding ist Sehen. Weihnachten meint Sehen. Wir denken an 7 Segnungen von Weihnachten. Das sagt in Lukas 1,44, ihr seht es sei, das redet von Maria, ihr seht es sei, dass dort glaubt, dass es so rumkommen wird, aus der Haar zu Haar gesagt hat. Und weet je, der Engel kommt nach Maria, und diese Mial, wo das hier aufspielt, auf Stage, der hat bloß einen uitgetekenen Job. Aber weet je, der Engel kommt nach Maria und gibt ihr eine Nachricht, was so ja, das wie eine Amakel Nachricht. Like, sie wird schwanger werden, sie wird ein Kind haben, und sie kann aber nicht einen Mann. Und was würden die Eltern sein? Was wird Josef sein? Was würde es tun für alles? So, das wie ein Amakel Nachricht. Aber Maria glaubt das. Und die Bibel sagt ihr seht, wie Maria, wenn sie das glaubt. Weißt du was? Jesus ist gekommen, Jesus nur folgen, das kann ein Amakel-Gedenk mit sich bringen für die. Das kann vielleicht meinen, dass Menschen die zu sieht schieben, Familiengeschäft die zu sieht. Aber die Bibel sagt von dir zu dir, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gesegnet. Und so Weihnachten meint sehen. Das sagt es, dass Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst nu, willst du mir gesehen hast, gesehnt. Aber seilig sind die nicht sein in Acht bleiben. Die Schrift sagt aber eine Stelle, ich habe den Vers nicht, aber ich glaube, das ist in, vielleicht in Jakobus, wo eine der Bibel sagt, wo dass wir haben am nicht gesehen, aber wir glauben an ihm. Und so ist es mit allen von uns. Wir haben Jesus nicht gesehen, wir glauben an ihm. Und so wir sind gesehnt, wenn diese Weihnachtszeit, wenn Jesus ist gekommen, wir glauben an ihm. Und so ist es gesehen, der Rein und Errettung, Gnade und die anderen Dinge, die ich noch verwiesen, dass alle Port von das Sehen, wo wir in Christus haben. Das vierte Ding ist Richtung. Uns fehlt das einmal an Richtung in dieser Welt. Und wenn als Jesus geboren wird, dann wird Gott Richtung geben. Und dann Luther sagt Jesus, von der Heilige Geist wird kommen, der wird uns Richtung geben. Er sagt es dann, aber als er das geplant hat, seit dann kam dem Herrn sein Engel am im Traum und seht. Und so Josef hat geplant, Maria zu verloten. Er hat geplant, dass er Maria nicht verklären, sie würden nicht steinigen, er würde bloß still verloten. Und dann kommt der Engel und Gott, der Josef Richtung geben. Josef wusste nicht, was er soll tun. Sie nehmen ja, was er lebt, der kommt von Judäa 3, der ist pregnant, der ist schwanger, der hat, wer wird der Mann in Judäa? Ich meine, so würde wir denken, nicht so? Und so dachte er. Und dann kam der Engel an und er gab ihm Richtung. In Matthäus 2,13, und als er auf den Drehweg war, kam dem Herrn sein Engel nur Josef im Traum und sagte ihm. So, das hat er dann mit den Wesenmannen. Die sind durch was, und nu reisen die drei, und nu kam der Engel nur Josef und sagte, tragt nur Ägypten, wenn Herodes soll das Kind dort merken. Und so wie sahen dort in das Drama anbeten, das ist die Geschichte. Aber der Engel, aber Gott, gab Richtung, das ist mein Punkt hier. Dann in Matthäus 2,19, aber als Herodes erst tot wie er sagt, dann kam dem Herrn sein Engel im Traum nur Josef in Ägypten und sehen. So der Engel kam vor und Josef und sagt, nu tragt drei, wenn Herodes ist tot, er gab Richtung. Und dann, als die drei kommen, dann wollen sie an, dass Herodes ihn sehen, der ist Archelaus, der ist der regiert in Judäa, und Josef den sagt, und sagt, dann befohl Gott am Traum in Galiläa zu gehen. Mein Punkt ist hier, dass als Jesus geboren wird, dann gibt Gott Richtung. Fehlt die Richtung in dein Leben? Weißt du einmal nicht näher, was der nächste Stopp ist? Weißt du, Gott hat uns Richtung gegeben. Gott gibt uns Richtung in sein Wort. Er gibt uns Richtung durch den Heiligen Geist. Vertrauen wir am, Frau am. Und Gott kann uns Richtung geben.
Und einmal wird es gleichen, wenn wir dort wohl können abgeschrieben sein, was wir nächste sollen tun. Aber wenn wir Gott vertrauen, er wird Rechnung geben. Der nächste Ding ist Friede. In dieser Weihnachtsgeschichte sagt er in Lukas 2, aber der Engel sagt zu der Hort, fürchte nicht, horch, ich bringe Ihnen eine gute, große Friedensnachricht, wozu sich alle Menschen freuen wollen. Na, einig, was das Drama uns ein bisschen weiß, dort wir das Raum dieser Weihnachtsgeschichte wir ein Videoraum. Stellt dir mal vor, wir reden ein bisschen von, dass die 2-jährige Jungs sind alle dort gemerkt in unserer Kirche. Die stehen da oben bei der Kinderkirche, wo die 2-jährigen sind alle weg. Da wird nicht eine Friedensnachricht sein, wird es? Wir haben 2-jährige Jungen. Irgendwer 2-jährige Jungs von Ihnen? So, bei Ihnen wird es sehr persönlich sein. 2 Jahre Unja. Some von Ihnen haben kleinere Kinder. Und so diese Friedensnachricht, das ist, was gerade aus diesen Umständen. Wenn die Bibel redet von Frieden, dann meint es, wir haben Frieden im Herrn. Wir haben Frieden in das Geschenk in Jesus Christus, über dein Leben kann sehr verfolgen auf dieser Welt. Aber du am Morgen, kann wir Frieden haben. Wenn er braucht eine Friedensnachricht. Und weißt du, Jesus sagt, Luther, dass ich bringe nicht bloß Frieden, ich bringe das Schwert. Like Familien worden in einbrechen. Euren, ihre Kinder und Eltern. Und das wird wie von der in der Welt sein. Aber du am Morgen, sagt der Engel, ich bringe eine große Friedensnachricht. Weißt du, wo wir sind? Wenn deine Sünden sind die alle betont. Deine Sünden sind alle vergift. Und wenn uns Leben hier in dieser Welt auch ihnen einfällt, weißt du was, dann haben wir nicht jemand dort, was niemals wird ihnen einfallen. Und das ist, wo wir haben wollen. Und so diese Friedensnachricht, das ist sehr wichtig. Aber wenn wir das klar holen, dass diese Friedensnachricht meint nicht, dass du immer was Frieden hast in deinen Umständen. Aber du wirst Frieden haben in dem Herrn Jesus Christus, wenn er ändert niemals. Deine Sünden bleiben immer vergift und du hast eine Ewigkeit bei ihm. Der nächste Wort ist Friede. Das sehen wir am Weihnachten, das ist Friede. Er sagt es dort, laut Gott im höchsten Himmel ihr kriegen und die Menschen auf der Erde Friede. Die hat sie ihnen gefallen haben. Die Menschen auf der Erde Friede. Ich glaube, ein von den Dingen, wo von der Tag Länder, das tollste mit schaffen, das mit Friede. Besonders wenn sich das mit Israel, Israel dreht, und das ist immer die Idee von Friede. Aber weißt du, das Friede ist auch das Friede. Das ist nicht Friede in deinen Umständen. Das ist Friede in Christus. Das ist Friede, dass wir Jesus kriegen und was mit uns passiert, kriegen und was nicht reich in das Leben, aber wir haben Friede in Christus. Wenn ich meinen Kopf auf den Kissen legen und 100% Friede haben, dass wenn Jesus diese nach mir holen kann, dann sieg ich bei ihm. Und weißt du, Lied, ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, als ich ginge wäre, wo ich das nicht kann. Nicht, wenn ich nicht bekehrt wäre. Ich bekehrt mich, als ich 18 Jahre alt wäre. Aber ich hatte schrecklich viel Zweifel in meinem Leben. Und da werden die Rede geführt von das, wenn Gott hat für mich mal dort offenbart, dass in Christus sehe ich gerade. Wenn ich auch nicht vollkommen sehe, und wenn ich auch mal Dinge da wird auch sind, aber das Friede, der ist unbeschreiblich viel wert, wenn du den nicht gehört hast, nach einmal den Hass. Und du kannst bei einmal ganz ruhig sein. Und weißt du was, Jesus läuft die. Wenn Jesus von dir trägt, dann forschst du mir am Mat. Du kannst Jesus. Du hast ihn angenommen in dein Leben. Und du hast 100% Friede. Na, wenn du nicht hast, verlierst du da. Nimm Jesus an und er wird dir Friede geben. Und so in Jesaja 9, Vers 5, da wird Jesus den Friedensprinz genannt. In den Gedanken, wir haben ein Lied, was wir hier von der so singen, wo das Gedanken ist. Dass Jesus ist der Friedensprinz. Heißt das, was Friede bringt? Hast du Friede mit Gott? Ich meine 100% Friede. Du weißt ohne Zweifel, dass du bist angenommen bei Gott. Weißt du, der Friede ist sehr viel wert. Und der kommt aus Gott geben. Und dann muss wieder klar haben, dass wir sind in Christus serviert. Wenn wir selbst auch nicht vollkommen sind, aber Jesus ist vollkommen. Amen. Und so, heu jeft die Friede. Unbeschreiblicher Friede. Und wenn es jetzt auch war, wie gerade aus Friede hier bei ihr. Wir wollen Friede haben hier bei ihr. Friede mit Menschen. Friede in der Familie. Friede zwischen Ländern. Wir wollen nicht Krieg haben oder so eine Dinge. Das sind viel wert. Aber weißt du Gott? Friede mit Gott ist noch mehr wert. Und du weißt, er läuft die und er hat die angenommen. Und das letzte Wort ist Lösung.
Und weet je, diese Wörter, die gehen alle taub. Das ist alles really ein Gedanken. Aber wir haben Lösung. Das sagst du steht, und sie kommen zu der Stunde daheim, sie loben dem Herrn und redet von ihm zu alle, die du ab Erlösung in Jerusalem leben. Na, das wie einer, du am Tempel, und sie nehmen Jesus, oder sie sprechen sehen über Jesus. Und so sie sagt, wer Erlösung will, wer nur Lösung lernt. Und Epheser 2, Vers 1, da sagt es, die Viren und die Sünden jässlich tot. Und so das, wo wir anfangen. Jässlich tot, getrennt von Gott. Und dann sagt er, Obergott. Obergott. Ich habe manchmal geredet von Obergott hier in der Kirche. Obergott sind zwei von den wichtigsten Wörtern in der Bibel. Und weil du wirst tot in deinen Sinn, getrennt von Gott, am weichen oder Hall, Obergott. Obergott, dort uns mit Christus totbare zum Leben braucht. So in einer Seite habe ich tot in Sinn, und andere Seite Leben in Christus. Und weißt du, wo wir hin? Wir in Weihnachten. Wir in Jesus kommen. Dort kleine Kind in der Schraube, ich meine, wir spielen das hier ein bisschen auf, aber das ist eine sehr, sehr große Geschichte. Ohne dort, dann wirst du nachher jässlich tot. Ohne dort, dann hast du kein Leben. Jesus ist der, was Leben bringt. Und so heißt der, was Lösung bringt. So, Jesus, er bringt Radung. Lass uns sehen über Weihnachten. Jesus bringt Gnade, er bringt Sehen, er bringt Rechnung, Fried, und er bringt Lösung. Weet je wat? Jesus bringt Lösung. Und von der können wir mit Frieden Weihnachten feiern, wenn wir weiten unser Löser erst gekommen. Kannst du den? Jesus gleicht die. Weißt du, was er? Dass er kommt, um für die sterben. Jesus gleicht die. Weißt du, was er? Dass er rein all deine Sünden wegnimmt. Denk mal an das erste Ding, was du getan hast. In Christus vergift. Friede im Hart. Friede in unserer Lösung. Friede in Christus. Wir haben mit dem 3 Jahr hinter uns. Und noch von der ersten Tag, ich meine, andere Länder, some Städten, ist es nur toll. Like das Covid-Ding, das ist noch gleich ewig. Vielleicht habe ich Freundschaften, die reden mit euch, und die saßen im Gefängnis in einem Haus. Und wir wissen nicht, was hier wird passieren. Aber wir haben ein 3 Jahr gehabt. Aber weißt du Gott? Wir können Frieden in uns haben, wir können Frieden in uns haben, wenn wir haben Jesus. Jesus hat noch never Covid-Krankheit gehabt. Wisst ihr das? Er hat die richtige Krankheit gehabt. Und so werden wir uns an Jesus holen. Und so 7 Segnungen am Weihnachten. Weet je wat 7 ist Gott sein Nummer, das ist ein vollkommenes Nummer. 7 meint vorig. Und so Jesus sagt, es ist vollbracht. Jesus sagt, das ist vorig. Und so wir haben nu 7 Segnungen am Weihnachten. Ich wünsche dir, wir dienen diese Weihnachten. Ich wünsche dir Radung, ich wünsche dir Gnade, Sehen, Rechnung, Fried, Lösung, Erlösung. Ich wünsche dir alles, was Jesus geben kann. Und weißt du was, wenn du am Abend leist, dann ist es alles dient. Amen. Ich würde fragen von dir, dass wir abstehen, weil wir noch tot beten. Aber 7 Segnungen am Weihnachten. Weil wir Gott loben für dort. Und himmlischer Vater, wir danken dir für wer du bist. Wir danken dir für was du uns gegeben hast in Jesus Christus. Herr, wir haben ganz kort gecheckt, nur 7 Segnungen am Weihnachten. Oder 7 Segnungen am deine Geburt können sein. Aber ich danke dir für Erlösung. Ich danke dir, dass du uns raten lässt. Du gibst uns Frieden in der Mitte von Trouble. Herr, du bist mit uns. Dankeschön für diese Zeit im Jahr, wo wir uns erinnern, dass du kommst. Und dass du starrst auf diese Welt für uns. Und wir können von der Weihnachten feiern mit 7 Segnungen in uns Leben. Und du danken wir dir für. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Pastor John. Hey, wir haben klar hier, dass Jesus ist Nummer 1 über Weihnachten. Und aber das ja, das scheint taub sein als Familie, und uns Bruder haben die Dinge, was er sieht. Und mir ja, das scheint, dass das Haus von der Fall ist, das Lebenswasser, Familie von der kann taub sein. So, ich wünsche bis eine Frau Weihnachten. Vielmal Dankeschön für hier sein. Und so, was wir waren down als meistens, wo wir hier rausgehen. In der Lobby sind noch ein Teil Menschen, so das Haus ist voll. In der Lobby sind Menschen, hier in der Klausstuhl sind ein Teil Menschen, so der uns leid, dass nicht alle könnt hier näher kommen von der.
aber sind auch Port gewesen von der. So was wir waren als, wir haben was Besonderes für die Kinder, wir haben was löschen mit Candies und so dort Dinge, so die Kinder können meist für zurückgehen, oder die Kinder kirk, da war ein Movie hast, so der Movie wird da spielen, da war some gute Dinge sein da für die Kinder. Und an NFL Live, da haben wir gerote Amish mit Punch, wo da scheine Drinks haben, Kirken haben, Kaffee haben, und Peanuts und verschiedenste Dinge. Und bis die gute Zeit hier aus der Familie und top verteilt. Mir denkt dort noch, als some Jahre trägt, als wie da meine Mom und Dad ihr Haus fuhr, als Mom und Dad noch lebten, und Mom hat ausgereiht, und die Familie wie alle taub, und die Großkinder wie taub, und dort ging bis schein aus Familie taub sein. Und so von der Seite hier taub aus Familie, aus Lebenswasser, so werden wir uns etwas lassen Schein gehen. Wir haben eine gute Zeit haben, positiv sein, und so lassen Schein gehen hier von der so was, so ist wir spazieren. Und so bis noch einmal sei, Maria, den 25. wird nicht gleich sein, auch nicht den 27. Den 3. war er trägt sein, war er normal wiedergehen. Und so, aber über diese Weihnachtszeit, ich will jemals Mut merken, dass ihr rausgehen, und noch eine Familie, vielleicht noch ihre Kirche vor, was immer das ist, und etwas abheben und Mut zu sprechen, und bis eine positive Weihnachten haben, bis andere Menschen auch gut Mut merken. So, vielen Dank schön für hier sein. Und so, die Kinder, die können auch gehen, wenn sie wollen. Die sind auch gerne loten, und das Team wird hier noch ein Lied singen.